Freunde, die Zeit ist gekommen. Die Zeit wofür, fragt ihr euch? Um Ganondorf endlich in den Hintern zu treten, beziehungsweise um mal den ersten Weißen zu befreien. Mit diesen Worten begrüße ich euch zurück zur Green of Time Master Quest. Ja, im letzten Part haben wir Henny, das blaue Hühnchen, bekommen und den Fanghaken abgestaubt. Na gut, abgestaubt ist vielleicht etwas übertrieben, Boris hat ihn uns geschenkt, aber ist ja auch egal. Jetzt habe ich den ganzen Weg der Latschen, hey. Ihr wisst was, ist mir zu mühsam. Bevor wir jetzt zum Waldtempel gehen, ich hoffe, ich habe noch ein paar Minuten. Also meine, das Ziel in diesem Part ist jetzt primär jetzt eigentlich mal vor den Waldtempel zu gelangen. Oder in? Ja, in den Waldtempel, damit wir im nächsten Part dann den nächsten, beziehungsweise den 4. Dungeon schon mittlerweile bestreiten können. Da wir in den verlorenen Wäldern danach ja auch schon wieder einen weiteren Gegenstand bekommen für das Bigorn-Schwert, das für die ganze Tauschaktion. Da brauche ich dann schon Epona, damit das... Oh, wieder die Nacht. Link, beeil dich, Alter! Da wäre es besser, wenn wir vorher noch Epona holen. Die Lon-Lon Farm! Fällt mir etwas ein, wir können doch unsere alte Freundin besuchen, Malon! Malon von der Lon-Lon Farm. Ja, wo ist denn die kleine rothaarige Bitches? Hier ist sie. Hi Malon, na wie geht's? Oh, ein Besuch. Es ist lange her, seit wir Besuche hatten. Wo kommst du her, Fremder? Sag mal, wieso kennt ihr mich nicht? Ich meine, klar, in den letzten 7 Jahren ist vielleicht einiges passiert und so und sie hat mich vielleicht 2-3 Mal nur gesehen, aber ich trage eine grüne Zipfelmütze. Wie viele andere tragen ja sonst noch grüne Zipfelmützen, das ist mal abgesehen von der Kokirise, aber die kommen sowieso nie hier raus. Und groß gewachsen bin ich ja auch nicht, von daher vielleicht ein Kopf und 1,5, also Link ist maximal 1,16, mir fällt gerade auf, Malon ist noch kleiner. Basil hat die Farm im Namen von Ganondorf übernommen. Das alte Schwein. Der scheint vom Bösen besessen, kannst du laut sagen. Und Vater, er wurde von Basil von der Farm verbannt. Ja gut, also daran ist er nicht ganz unschuldig, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, weil Malons Vater hat hier nichts gemacht. Basil hat, ja, es war wirklich Basil, der die ganze Arbeit, die ganze Drecksarbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, er musste immer den Kuhmist und so wegräumen. Als Basil nicht gehorche, hat er gedroht, die Pferde zu quälen. Der Sadist, hey. Typisch Ganondorfs Diener. Du siehst, es gibt nichts, was ich tun kann. Du vielleicht nicht, aber ich schon. Basil, ich komme, ich werde deine hässliche Fresse einschlagen, ich habe hier das Masterschwert. Komm her, du, komm her. So, jetzt hier Hühner sind, keine Ahnung. Da ist er ja, komm schon, Basil. Ja! Was? Es geht nicht, er ist unbesiegbar. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon und die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Ja, okay, zugegeben, in diesem Punkt hast du recht. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Ja, also wenn du Pferde quälst, dann sicher, dann ist Greenpeace nicht so erfreut. Im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Aha! Noch jemand, der Ganondorf einseifen konnte. Den Ganondorf leimen konnte. Was hat er dir eigentlich dafür geboten? Viel Geld, viel Macht! Du geldgeiler Mistsack, hey. Du bist sicher YouTube-Partner, wa? Okay, den Spruch müsst ihr zurückziehen, Leute. Den sehe ich jetzt offiziell zurück und entschuldige mich dafür auch, der ist mir nur so rausgerutscht. Es ist ja wirklich nicht so, dass alle YouTube-Partner oder viele YouTube-Partner, es ist wirklich nur ein kleiner Prozentteil, die vielleicht geldgeil sind. Also, der Spruch war wirklich fehl. Ja, als Dank will ich Ihnen das beste Pferd meiner Züchtigung als Präsent überreichen. Wieso, er hat doch schon so einen schwarzen Hengst und wenn er dann ein anderes bekommt, eine gute Nacht, hey, das wird er zu Tode quälen. Sag mal jetzt nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Jo, why not? Für nur 10 Rubine lass ich dich reiten. Ja, soviel zum Thema Geld, geil, wa? Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nö. Draufsitz kann ich auch ohne Erklärung. Die Farm dankt. Ja, die Farm dankt. Also im Grunde genommen können wir jetzt jedes Pferd hier nehmen, aber wir wollen ja ein besonderes Pferd und das müssen wir erst anlocken. Und ich glaube, ich habe das Lied schon wieder vergessen. Hey. Das war's. Yeah!
Eponas Lied. Tudu. Da kommt es ja auch schon. Epona. Ja. Auf Link. Dankeschön. Und wir können endlich reiten. Yeah. Es vibriert auch so komisch in meinem Arsch. Ah, la 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 la. Nein, nein, Epona. Nein, 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 Epona. Gott sei Dank ist das abgebremst. Wieso weiß ich das allerdings auch nicht? Vielleicht ein bisschen mehr Schwung, 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 Jojo. Richtige Country-Musik hier. Yeah, Epona kann es doch und wir sind so cool. Ja, dann spreche ich mal an, wa? Jo. Reden. Willst du absteigen? Halt dann und drücke A. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Da kommst du mir so bekannt vor. Nö, wir haben vorher noch nie gequatscht. Setze die Zielerfassung ein, kannst mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Willst du jetzt schon gehen? Nein, ich will reiten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sage ich dir Bescheid. Ja. Also in etwa 5 Sekunden noch. Drehen wir noch schnell eine kleine Runde mit Epona, bevor es auch schon zu Ende ist. Hey, runter von dem Pferd, die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt, Alter. Ja. Ich sag dazu nichts, ihr kennt ja mein Statement zu Geldgeil. Wir müssen den ganzen Scheiß nochmal machen, weil unser Ziel ist ja, Epona zu bekommen. Nein, musst du nicht. Die Farm dank, Welle. Ja, ja. So. Das ganze Scheiß nochmal von vorne. Mit einem kleinen Unterschied. Ich kenne das Lied noch. Nee, das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist, dass wir dieses Mal Basil ansprechen können und ihn zu einem Rennen herausfordern können. Cool, oder? Epona. Ah, danke schön, da bist du. Als mich hier nicht über den Weg hey. Du hast so eine weiße Mähne und aber... Nein, du wolltest eigentlich der rote Mähne, da wärst du ein Politer. Und ein Galopper war gerade mit meinen Gedanken woanders. Okay, eine Runde drehe ich. Yeah! Bring Epona! Was, 5 Rubine? Boah, das ist doch Tierquälerei. Wir haben 5 Rubine dafür gezahlt, dass Epona den Bauch da aufgeschürft hat. Wir haben 5 Rubine dafür bekommen, aber nicht gezahlt. So. Du reitest nicht schlecht. Wie wäre es in einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Aber klar doch, der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Ja. Erste Runde gewinnen, 50 Rubine. Gewinnen wir die zweite Runde. Gehört uns Epona und wir müssen unbedingt in der inneren Bahn bleiben. Scheiße. Ja gut, im Grunde genommen ist das nicht so schwierig. Da lassen sie ja hier ein großes Feld offen, das seht ihr ja. Ich muss mit den Möhren aufpassen. Im Gegensatz zu Basil bin ich kein Pferdeschänder. Ich hau auf mein Pferd nur, und hau nur mit der Hand auf mein Pferd herum. Pferdearsch herum. Epona hat wieder voll Energie. Und ich hab gewonnen. Basil, du bist ein Loser. Epona for the win. Und Ding sowieso. Vermaledeit. Was? Vermaledeit. Hä? Vermaledeit. Vermaledeit. So, kenn ich nicht mal. Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nichts von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Ja. Gehört das Pferd dir. Geil, Mann. Alles kommt, Leute. Auf die Schnelle. Gewinnen wir hier. Epona, gib Gas. Ja. So, Basil. Ja, das ist die Lücke. Auf die Lücke habe ich gewartet, Alter. Den Sieg lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ich hoffe es zumindest nicht. Scheiße! Oh oh, oh oh, oh oh. Ja. Nein, nein, nein! Scheiße! Oh, ich hab gelost bis zum Get No und der freut sich mit seinen dämlichen Augenbrauen. Wie machst du das eigentlich? Nein, ich hab die 50 Rubine verloren. So, jetzt reicht's mir aber, hey. Ja, nochmal 50 Rubine. Ja. Einen Sieg hast du, aber einen weiteren kriegst du nicht. Kannst du vergessen, hey. Ist das jetzt eine Wiederholung von der zweiten Runde oder noch von der ersten? Ich bin zu nah am Hit, das bremst mich etwas. Aber ihr seht schon, sobald wir Mori und Power haben,
Alles für die Mohrrüben. Yeah, denn Karotten sind gesund. Oder wie wir in der Schweiz sagen, Bübli sind gesund fürs Bübli. Ich habe früher immer gehasst. Ja. Er fährt nicht von dieser Demütigung, doch ich erzähl's dem Brühwarm. Ja, ich hab's doch gewusst, hey. Es war lediglich eine Wiederholung der ersten Runde. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oh. Keine Sorge, ich mach da schon mit Epona. Zweimal mache ich nie den gleichen Fehler. Ich hoffe es zumindest nicht. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Und der Sieg ist unser! Okay, das wäre sonst oberpeinlich gewesen. Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wieso ist es ein besonderes Pferd oder so? Das wirkliche Epona, das klingt so, als wäre das ein Siegerpferd von was weiß ich für einem Format. Ist dir gelungen, das Pferd hinter meinen Rücken zu zähmen? Ich habe schon vor 7 Jahren getan. Ich wollte Bruder den mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeitet. Tja, das hast du es mir zum Geschenk gemacht. Heul doch. Na gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen, das Pferd möge dir gehören. Thanks, Mann. Nur, die veranlasst mir dir nicht veranlassen. Was? Arschloch! Tja, weißt du wirklich, was mir davon... Ja, Navi, was gibt's? Okay, Navi sagt ja mal nix. Tja! Der Alte kann doch nicht wirklich, dass ich mich von ihm aufhalten lasse. Das kann ich mal vergessen, ey. Epona, in die Freiheit! Voll den Magen aufgeschlitzt. Beine gebrochen, die Hufe gebrochen, meine ich natürlich. Und wir sind in der Freiheit. Link ist der größte und Epona das schönste Pferd der Welt. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind frei. So ist Epona. Sag mal. Alter. Geht doch. Ich dachte schon, die Steuerung wollte mich verarschen. Gut, wir sind rausgekommen. Soweit alles klärchen. Egal, es wird Nacht und es vibriert schon wieder. In die Güte. Der Wolf heult. Der Mond zieht auf und wir verwandeln uns zum Osaru. Oh ne, Moment mal. Das ist ja gar kein Dragon Ball. Mein Fehler. Spaß beiseite. Wisst ihr, was ich wirklich verrückt finde? Die Knochentypen tauchen überhaupt nicht mehr auf, was irgendwie total unlogisch ist, da doch Ganondorf jetzt die ganze Welt mit seiner finsteren Magie überschattet hat. Er ist jetzt der Großmeister von irgendwas, der Großmeister Loser, der Großmeister Orotagen, wie auch immer. Aber Gegner hier auf der Oberwelt, jetzt sind keine mehr da, vorher waren da natürlich. Seht ihr, ich habe fast den ganzen Part damit verbraucht. Ich Loser, ey! Ist nicht schon Navi. Listen! Ich frage mich, was in Kokiri gerade passiert. Auch im Salia mache ich mir Sorgen. Ja. Deshalb besuchen wir unsere alte Heimat, um zu sehen, was Ganondorf hier angerichtet hat. Nein, außerdem ist das der einzige Weg zum Waldtempel. Wow! So eine nette Begrüßung. Was bist du denn für einer? Ja, bis mal. Tschüss, Mann. Tschüss! Ja, es geht also doch noch mit dem Schwungangriff. Ich dachte schon, ich hätte ihn verlernt. Ihr seht schon, das Kopieren hat sich um einiges verändert. Es sind seltsame Typen aufgetaucht. Hier gibt es ja auch noch. Hier ist voll daneben. Egal. Hier gäbe es auch noch ein paar Skulpturas zum Sammeln, aber ne, ich bin sowieso schon etwas spät dran mit dem Part und ich will das mit dem Waldtempel jetzt noch beenden. Beziehungsweise, wie schon vorhin gesagt, bis kurz vor dem Waldtempel gelangen, damit wir im nächsten Part im Waldtempel beginnen können. Und ganz ehrlich gesagt, Freunde, der Waldtempel ist ja einer meiner 3 Lieblings-Dungeons in Ocarina of Time. Beziehungsweise das war noch so im Original Ocarina of Time, ob es in Master Quest noch so sein wird. Die ganzen Änderungen und so, keine Ahnung. Und da ist der nervige Zwerg, okay. Das Verrückte ist, jetzt bin ich endlich größer als er. Jetzt kann ich die Fresse einschlagen, hey, und der ist auch unbesiegbar. Ja klar, verarsch mich doch.
Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kokierkleidung tragen. Ich trage das Heldengewand. Ich habe Sunny versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Dann ist also Sally darin. Alles klar. Ja, Sally als Lied. Nö, falsch. Sowas von falsch. Komm schon, Gehirn, komm schon, lass mich jetzt nicht im Stich. Ja, es geht doch noch, ich kann das Lied, zum Glück. Ja, was ist jetzt, Kleiner? Diese Melodie? Sally hat sie geschrieben. Sie kennen Sally? Ja, stell dir vor. Alter, ich bin's Michael, mach mal die Augen auf. Das Lied. Sally hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Und du kennst das auch? Der wundert mich ja direkt. Nun gut, ich vertraue dir. Das will bei ihm aber viel heißen. Komisch, irgendwann erinnert er mich an jemanden. Na klar, er spricht mich in der dritten Person an, obwohl ich vor ihm stehe. Du bist doch seltsam. Jetzt haben wir ein größeres Problem, weil ich kenne den Weg nicht mehr. Nö. Ich glaube, hier war es doch und dann hier rechts. Oh. Ja, doch, müsste so sein. Shit! Meine kleinen grauen Zellen lassen mich wieder mal im Stich. Tja, sowas könnte man wohl den Vorführeffekt nennen. Glaub's einfach nicht. Mann, die laden da schon wieder. Also wie gesagt, hier ist falsch. Hier kann es sowieso nicht sein. Obwohl. Ach, hier und rechts. Weil sowas war es irgendwie, das weiß ich noch. Ja, war richtig. In der Waldlichtung. Jetzt wird es etwas spezieller, weil hier sind... Ja, Navi warnt uns auch schon. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig damit... Oh, sorry, falsche Stimme. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit ich keine miesen Typen erwischen. Drücke L und stell dich... Ja, Navi, ich kenn das. Hör auf zu quatschen, Alter. Du bist mir sowas auf den Sender hier. Kann man eigentlich auf Feensuppe auch kochen? Sicher sehr... low kalorienhaltig. Ja, und die Typen, die sie gemeint hat, sind diese hier. Wow! Das Verrückte ist, hinter der Seitengasse sieht er mich nicht. Das sind eigentlich so Goblins, die man auch aus The Wind Waker und anderen Zelda-Spielen kennt. Nur da sind sie um einiges einfach zu besiegen. Tja. Weil sonst hier im Frontalkampf keine Chance gegen die Dinger. Wenn ich zu viel Zeit verblenden. Guck, da war noch einer. Hier um die Ecke, oder? Ja, da ist er schon. Das seitwärts aufstehen. Ups, das war zu viel. Jetzt warten, bis er kommt, oder? Das dauert zu lange, Mann. So ein bisschen besser. Ja, komm nur. Und tschüss, Mann! Vom Fanghaken getötet. Oh, ein Herz. Das sage ich natürlich nie nein. Wieso auch? Wow! Alter, ich habe das ganz vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, dass der bis hier hinten kommt. Ach so. Ja. Sonst haben die Abkürzung hier genommen. Der Arsch. Tschüss, Mann. Du störst mich hier nicht, da fällt mir gerade ein, hier hat es noch eine Ocarina. Ocarina. Klar, eine Ocarina hat es hier. Skulptula, meine ich. Ich höre sie auch schon. Ja, komm schon dann. Unser nächstes Skulptula. Ein kleines. Eigentlich noch ziemlich fies versteckt, war. Da oben, hey, die könnte man noch leicht übersehen. Müsste ich eigentlich 21 haben, falls es mir so war. Ja, yep. 21. 21! Ach nee, die Serie ist ja 24. Jetzt gerade noch einen. Der war nervig, hey. Geht um die Ecke oder was? Okay, hier ist noch eine Feenquelle, das weiß ich noch. Ah, der ist hier unten. Der kann um die Ecke gehen, die Sau. Ups, Mann. Falsche
Steuerung. Ich habe gerade an die aus dem 3DS gedacht. Die geht ja so. Bisschen anders. Was? Klar, durch den Kopf geschossen, der stirbt nicht. Diese Grafik fehlt dazu mal noch. So, und jetzt wird's echt übel. Also normalerweise kann ich den. Okay, der hat es gerade ausgeschossen, das war jetzt etwas fies. So. Oh. Mann! Das ist mal ein bisschen Profi-like. Alter, gehst mal zu Boden. Dankeschön. Tja, da seht ihr es. Wenn ich mal ruhig bin und die Klappe halte, was eigentlich ruhig sein voraussetzt, dann klappt das Ganze. Aber den Besiegen der etwas schwierigeren Bosse wohl. So schwierig war das jetzt wirklich nicht. Ja. Irgendwie fehlt hier jemand. Salia, wo bist du? Bin da, wer noch? Sag mal, sehe ich sie nicht, weil hier alles grün ist oder was? Nö, das kann nicht sein. Sheik, der Sheikah! Das ist ein Augenface. Im Gesicht ein Auge, auf dem Shirt ein Auge. Oh Mann. Ja, es gibt dann schon 2 Augen. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Schön gesagt. Mit dem Manuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Spiele das Manuett des Waldes. Alles klar. Ja, kann man wohl spielen. Überzieht ein paar schon wieder. Zwar nicht so grausam wie den letzten Dragon Ball Z Burst Limit Part. Der war echt übel, denn mir tut jetzt noch der Daumen weh. Ja, ich weiß auch simulieren ein bisschen, aber ein bisschen übertreiben, das muss man beim Let's Play manchmal. Was man nur das weiter lernt. So. Zurück zum Ernst der Lage. Wir müssen Salia, ja, was eigentlich befreien, oder wie? Oder sie entführt, ist sie da eingesperrt. Aua, meine Augen! Scheiß Taioken-Attacke! Sheik, da kann ich Taioken. Ist das vielleicht Krillin? Nö. Der war sogar für Krillins Verhältnisse zu groß. Egal. Genug von Dragon Ball, zurück zu Zelda. Yeah! Wow, ich bin sogar hier oben gelandet. Das war jetzt ein seltsamer Grafikfehler. Freunde, ich begrüße euch beim Waldtempel. Werde ich gerade von einem Wolf begrüßt? Nö. Im Original war das noch so, vielleicht kommt ihr noch. Ach du Scheiße. Karte? Ja, wir sind definitiv im Waldtempel, das heißt, es ist ein guter, will ich sogar sagen, ein perfekter Zeitpunkt, um hier den Part zu beenden und hier abzuspeichern. Weil sonst starte ich wieder in der Zitadelle der Zeit und das ist ein bisschen mühsam. Also dann, im nächsten Part geht es im Waldtempel weiter und ich freue mich schon überhaupt nicht. Na, Scherz beiseite. Ich freue mich ein bisschen, aber ich bin auch schon sehr auf die Veränderungen in Master Quest gespannt. Und ja, ein bisschen vorsichtig. Also bis dann, ciao zusammen.